Geschichte vom sprechenden Vogel, dem singenden Baum und dem goldigen Wasser. Vor langer Zeit hat in Persien einmal ein weiser und gerechter König regiert, der Khusrau Schah. Weil der König Khusrau Schah wollte wissen, was die Menschen in seinem Land wirklich über ihn denken, hat er sich von Zeit zu Zeit als einfacher Mann verkleidet und ist so zur Nacht durch die Strassen spaziert, ohne dass ihn jemand erkannt hat. Einmal ist er auf seinem Spaziergang an einem ganz armseligen, halb verfallenen Haus vorbeigekommen und hat gehört, wie dort drinnen Frauen miteinander geredet haben. Gewundrig ist er näher herangegangen und hat durch den Türspalt hineingeschaut. Da sieht er 3 schöne junge Mädchen, die an einem Tisch sitzen. Es sind 3 Schwestern. Die Älteste hat gerade gesagt: «Ich wär gern mit dem Bäcker vom König verheiratet. Dann hätte ich jeden Tag feines, frisches Brot und Süßigkeiten und er würde vor Neid platzen.» Da hat die Zweite gesagt: «Ich wär lieber mit dem königlichen Koch verheiratet. Dann hätte ich jeden Tag ein ganzes Festessen. Weisst, wie ihr neidisch wäret.» Die dritte und jüngste Schwester, die auch die schönste von allen 3 war, hat gesagt: «Wie könnt ihr auch immer nur ans Essen denken? Ich wär gern die Frau vom König und die Mutter von einem wunderschönen Prinzessli. Sie müsste silbrige und goldige Haare haben und lachende Lippen wie frische, duftende Rosenblüten. Und statt Tränen müssten ihre Perlen aus den Augen fallen.» Der König hat das alles gehört und hat besonders über das gestaunt, was die Jüngste gesagt hat. Und er hat beschlossen, allen 3 Schwestern ihre Wünsche zu erfüllen. Schon am nächsten Tag hat der Wesir die 3 Schwestern aufs Schloss bringen. Ganz ängstlich und unsicher sind sie vor dem König gestanden, aber der hat gesagt: «Heute ist euer Glückstag. Ich bin euer König und ich kenne eure geheimsten Wünsche.» Und dann hat er zu der Ältesten gesagt: «Du wirst noch heute meinen Bäcker heiraten.» Und zu der Zweiten: «Und du, mein Koch.» Der Jüngste aber hat er tief in die Augen geschaut und hat leise gesagt: «Und du, meine Liebe, sollst meine Frau und Königin werden.» Noch am gleichen Tag haben alle 3 Schwestern den Mann von ihren Träumen geheiratet. Die Jüngste ist sehr glücklich geworden an der Seite vom König. Aber die beiden Schwestern, die sind neidig. «Das ist doch gemein! Wir haben nur einen Bäcker und einen Koch bekommen, aber sie hat sich den König geangelt. Ihr geht's doch viel besser als uns.»